eine Flocke fallen leise auf der kalten Erde nieder, der nach altbekannter Weise sucht den Sänger wieder wieder. Die stille Dunkelheit, die kennt jeder von uns als Advent. Wir warten, dass die Zeit sich wendet, der Himmel den Erlöser sendet. Ankunft erwarten wir für wahr, von Freude über jedes Jahr. Der Winter ist dazu bereit, er bringt mit sich die Weihnachtszeit. Lichter aus dem Dunkeln sagen, das Leben dürfen neu wagen. Trotz Finsternis und freiem Ende bringt uns die Zeit die große Wende. Trotz winterlichen Lorbeeren soll im Herzen Friede werden. Der Stern der Weihnacht bleibt uns nah, so wie die Hirten da so nah. So suchen wir das Kind im Stall. Da wollen wir eine Geschichte dazu ein. Schneefallschlacht. Wie wunderbar es hat geschneit, herrlicher Schnee liegt weit und breit. Gibt's was größere Freude macht, als eine zügige Schneefallschlacht? Der Lehrer sieht die nicht so gern, das ist gefährlich, kann man hören. Das Werfen müsst ihr unterlassen, im Schulbereich ist auf die Straße. Weil das so viel passieren kann. Kaum ist er fort, geht's wieder an. Der Theo wirft und trifft mit Glück den Hans mit dem Schneeball ins Gemüt. Das kann sich Hans nicht bieten lassen, noch kriegt der Theo nicht zu fassen. Von vorn taucht er in Blitzeschnelle sich einen großen Vorratbälle. Er schleudert sie auf Theo über und trifft ihn auch genau aufs Ohr. Doch Martin ist Anblick, kommt Klassenlehrer Kraus zurück. Habe ich nicht strengers untersagt? Der Hans ihm gleich den Kopf und klagt. Herr Lehrer Kraus, Sie müssen wissen, der Theo hat zuerst geschmissen. Das gibt er aber nicht das Recht, gleich selbst zu werfen. Das war schlecht. Du hättest zu mir kommen sollen, Hilfe dir bei mir zu holen. Herr Lehrer, Sie, ich sage es offen, Sie hätten ihn noch nie getroffen. Da fällt mir aber noch eine Geschichte dazu ein. Schneeball. Ich forme einen Schneeball, ganz groß und richtig schwer. Ich nehme ihn mit nach Hause, Herz, was müssen mehr. Ich zog ihm eine Hose an und nahm ihn mit ins Bett. Am Morgen war dann alles feucht, die Mama fand's nicht nett.
alten Schilderungen spielt Licht eine wichtige Rolle. Symbolisch wird zum Ausdruck gebracht, dass Christi Erscheinen in der Welt ein Eintreten des Lichts in die Finsternis bedeutet. Man hoffte auch auf das direkte Erhellen der Winterfinsternis. Künstliche Beleuchtung war früher dürftig. Die übliche Ölfunzel oder der Kienspan erhält die Räume nur sehr spärlich. Kerzen waren für viele Menschen für den alltäglichen Gebrauch zu teuer. Man leistete sie sich oft nur zu besonderen Gelegenheiten, eben zum Weihnachtsfest. Kerzen vermag zur Weihnachtszeit dennoch kaum einer vermeiden. Die Wachskerze wird immer häufiger durch elektrische Kerzen ersetzt. Jedes Jahr nimmt die Zahl der Lichterketten zu, die Häuser, Bäume oder gleich ganze Gärten schmücken. Die Aufgaben der Engel. Engel kommen des Nachts und sammeln die Wunschzettel ein. Engel basteln in der Himmelswerkstatt die Geschenke. Engel sind die direkten Begleiter des Christkinds. Blond, gelockt, ausbrechen, Kinderengel verkünden die verschiedensten Werbebotschaften. Sind die Festtage vorbei, werden die Engel in Schatten gebracht und gelagert. Sie ruhen 11 Monate. Stille Nacht. Ein Volksliedforscher des 19. Jahrhunderts überlieferte uns die Chronik des Liedes. Ein lateinischer Text wurde in einer Dorfkirche im Bayerischen Wald gesungen. Der Oberdorfer Künstler Josef Mohr schrieb davon inspiriert die 3 bekannten Strophen Stille Nacht. Diese wurden vom Lehrer Franz Gruber vertont. Noch in derselben Nacht wurde das Lied der staunenden Bevölkerung vorgetragen. Weihnachtslieder singen. Ebenso wie köstliche Düfte beladen zur Weihnachtszeit die festlichen Klänge. Auch beim sogenannten Kinderwiege, einem Nonnenkloster zu Weihnachten verübter Brauch, wurde weihnachtlichen Wiegenlieder wie Josef über Josef Mein gesungen. In bürgerlichen Familien wurde es nun üblich, Weihnachtslieder zu Hause, meist mit Klavierbegleitung, zu singen. Im 19. und 20. Jahrhundert wurden viele Lieder aus anderen Ländern übernommen und bearbeitet, sodass sich nun eine große Auswahl an Weihnachtslieder findet. Barbara-Zweige. Nach einer Legende soll die heilige Barbara am 4. Dezember 306 das Mysterium erlitten haben. Am Weihnachtsabend erblühten dann die Blumen auf ihren Grab. So ist es heute Brauch. Am Barbara-Tag einen Zweig von einem Obstbaum zu schneiden und in dem warmen Zimmer ins Wasser zu stellen. Blühte am Weihnachten auch, so ist im nächsten Jahr viel zu erwarten. Blüht ein Zweig am heiligen Abend, dann gibt es vielleicht im nächsten Jahr eine Hochzeit im Haus. Immergrüne Zweige. In der Adventszeit schmücken wir das Haus gerne mit Kränzen, Gestecken und Girlanden aus immergrünen Zweigen, wie Tanne, Fichte, Eibe oder Buchsbaum. Damit greifen wir auf einen alten heimischen Brauch zurück. Zweigzauber. Man wollte damit böse Dämonen abwehren. Daher hat übrigens auch das bekannte Sprichwort auf keine grünen Zweige kommen. Immergrüne symbolisiert den Sieg des Lebens über den Tod. Wie das Bleiben mit grüner Zweige wird auch Christus bis in Ewigkeit lebendig bleiben. Türchen öffnen. Der Adventskalender zählt die Jahre und steigert die Vorfreude. Jeden Tag von 1. bis 24. Dezember kann ein Türchen oder ein kleines Bäckchen geöffnet werden. Im 19. Jahrhundert wurden im Sinne der Zeitmessung 24 Kreisstriche an die Türrahmen gezeichnet. Ab dem 1. Dezember durften die Kinder dann jeden Tag einen Strich wegwischen. Heute sind sie meist mit Naschwerk befüllt. Es gibt sie aber auch für Erwachsene und Tiere. Der Adventkranz. Ebenso beliebt wie der Adventskalender ist der Adventkranz. Erfunden wurde er vermutlich 1850 von Johann Heinrich Bücher. Dort wurde während der Adventszeit täglich auf einen großen holzernen Kronleuchter mit 24 Kerzen ein neues Licht angesteckt. Um die Jahrhundertwende wurde der Holzreifen durch einen Kranz ersetzt. Die ursprünglich 24 Kerzen wurden auf 4 reduziert. Heute sind Adventskränze sehr modern gestaltet. Eine Kranzform, ja oft nur eine große Schulputzen. Am 6. Dezember ist Nikolaus und jedes Jahr putzen Kinder am Vorabend ihre Stiefel in die Schuhe, so glücklich bis ins Lied. Die slawische Person des heiligen Nikolaus war um 340 nach Christus Bischof und Kirchenführer und galt als besonders barmherzig und grundlegend. Bis heute stellen besonders Kinder, deren Schutzgott Nikolaus ist, ihre Schuhe für ihn
voraus und können sich am 6. Dezember über Geschenke und Naschereien freuen, wenn sie dann noch alt werden. Das Knusperhäuschen. Eine Alternative zum Adventkalender ist das Knusperhäuschen. Es kann aus Pappe oder aus nachgebackenen Lebkuchen gebacken werden. Mit Zuckerguss werden verschiedene Leckereien an das Haus geklebt. Während der Adventszeit darf sich dann jedes Familienmitglied täglich ein Stück vom Hexenhäuschen abbrechen. Das Aufstellen der Krippe. Die Krippe wird Abend für Abend in einer Figur her. Dazu wird auch jeweils eintägig aufgestellt und angezündet. Zusätzlich können die Kinder noch eine Krippe mit Stroh ausrüsten, damit das Jesuskind an Heiligabend gleich in seiner Schlafstätte liegt. Doch das Stroh für die Krippe müssen die Kinder sich fest verdienen. Auf Tisch abräumen, Müll wegbringen oder der kleinen Schwester vorlesen. Aber jede gute Tat